Läuft das Band? Ja, ja, dat. Dann los Jon. Tag Hermann. Tag Caroline. Und Tag Lev Lückscher zu Hus und unterwegs. Schön, dass da sitzt. Lev Lückscher, des Herbst. Ist das nicht ne bedröfte Kram? Ich bin jedes Jahr bedröft, wann der Sommer vorbei ist. Vor allem, wann es ne komische Sommer gewesen ist, mit viel zu heiß oder viel zu nass. Das ist ja dieses Jahr alles zusammengekommen. Es gibt natürlich auch schöne Sachen, die man im Herbst machen kann. Ich habe jetzt Marmelade ingekocht und das macht mir jedes Mal so richtig Spaß. Das ist ganz ungewöhnlich. An sich geht man jetzt in die Geschäfte und dann hat man so 30 zarte Marmelade, die man kauft. Ne? Aber ich glaube, das ist jetzt im Moment wieder in, wie man so schön auf Deutsch sagt. Und ich finde das auch schön und gut. Und ja, mit dem Endmacher für den Krieg. Ne, was sage ich? Ja, doch für den Krieg. Und auch im Krieg war das natürlich noch viel mehr nötig. Und auch in jeder Familie war das so. Das ist auch nicht so. Für ein Beispiel die Fitschbunne. Da wird auch extra Maschinchen. Da hat jeder einzelne Bunne in das Maschinchen durch und dann drehst du und dann futsch. Dann kommen die so schräg geschnittene raus. Und die kommen dann in so Döppe aus Ton, so 20 Liter Fass. Hatte kein Fass, ein Tonnen aus Ton. Da kommen dann, wurden da drin getan und Salz, damit es halt und da drüber sauber durch und da drüber ein Stein. Und jede Woche wird das abgewaschen, da wird sich da irgendwie Schimmel oder was weiß ich später nicht, saure Kappes, also Weißkohl. Ja, Moment, wo wird das dann deponiert, so eine Im Schlafzimmer, da war es immer kalt. Im Wohnzimmer im Winter, da wurde ja ab und zu und sonntags oder 4 das gestochen. Da wird das falsch, aber im Schlafzimmer wurde nie gestochen. Wenn es da kalt war, dann nimmst du eine Ziegel stehen, der im Backofen, da ja die Herde, der Herd, der war für Kochen und Heizen. Und dann hat sie in dem Backofen eine Ziegel stehen oder so ein Fläschchen liegen oder auch so Dinge mit heißem Wasser, was in ein Bett ist, damit der Wärmflüssigkeit. Also erotisch ist das ja all nicht, ne? Habe ich als Kind auch keine Ahnung von gehabt. Es ist schade, dass uns Zuhörerinnen und Zuhörer das hier sehe ich jetzt nicht sehen können. Also da hast du als Kind auch die Bunne selbst in gemacht? Ich nicht, aber ich habe mir Mama geholfen. Ja, jetzt habe ich natürlich viel die Kriegszeit Gedächtnis. Ich war 9 bis ich war 9 Jahre, wie der Krieg anfing. Ich war 15, wie ich am Ende war. Und da war ich die meiste Zeit mit meiner Mama allein. Und da war ich dann die Hilfe meiner Mutter. Das war ja nicht nur, hat ja nicht nur mit dem Krieg zu tun gehabt. Also ich bin 60, ich habe in meiner Putezig auch oft noch geholfen. Dann waren wir irgendwie unterwegs auf einem Ausflug. Da hat man Fall sind, da der Bauer nicht mehr einsammeln. Dann wurde das gesammelt und ingemacht. Dann wird, ich weiß nicht, 10 Weggläser oder so jetzt im Keller und das war dann der Nordisch für die nächste Woche. Ja, mit der Weggläser, da war auch noch eine Jummi, der Einmach-Jummi, der muss auch alles picobello sauber sind. Sonst geht das ja nicht. Da wurde das eingekocht. Auch das war eine lange Prozedur mit den Gläsern. Das wisse die Mietste ja nicht. Ich habe das auch nur durch Zufall erfahren, weil ich in Bonn der Name gesehen habe. Das war eine Mensch, der so hieß, ne? Das ist so ähnlich wie der Röntgen, wo man sagt, ich bin hier Röntgen wurde. So wird das auch in ihr weg, aber das war ein Mann, der die Gläser erfunden hat. Ja, das könnte Thema für Sie allein sein. So wie der Föhn war auch ein Eigenname, ne? Wie gesagt, ja, was weiß ich,
und der andere ein Haartrocknungsgerät. Jetzt gucken wir mal wirklich vom Hölzchen über das Stöckchen. Ja. Also eigentlich wollte man so von der Jahreszeit und vom Herbst erzählen. Jetzt sind wir da so reingeschlittert mit der Arbeit im Haus. Das ist ja nicht speziell für Köln. Das ist aber speziell für die Stadt. Um Land hätten wir ja andere Sachen zu tun. Aber vielleicht können wir trotzdem wieder machen. Es muss ja nicht in jeder Folge der Dom und der Ring drin vorkommen. Es ist ja auf jeden Fall ob Kölsch. Und es ist interessant zu hören, was früher alles los war. Also jetzt sind wir einmal mit der Küche dran und mit dem Kochen. Und also dazu gehört für mich auch noch, dass man eine ganz andere Respekt hat für das Essen. Also wir sind 30 Jahre unterschiedlich alt, aber in meiner Putezig wurde auch nichts zu essen fortgeschmissen. Und wenn ich das jetzt sehe, jetzt sieht man überall so der Kürbis als Dekoration. Das hätte in meiner Putezig nicht gejoven, der wurde gegessen, er war doch nicht für zu dekorieren, irgendwo aufgeladen. Nee, da hätten wir auch ja kein Feld für geopfert. Da ging es nichts um Dekoration, da ging es um satt werden. Ganz klar. Und das sieht man schon, wie lang man eine Arbeiter arbeiten, halb Pfund Butter zu kriegen. Das möchte ich in ein paar Minuten. Aber das ist halt wieder ein extra Thema. Und wird ja auch nicht so viel Gerichte, die alt fertig waren. Was kann man hier kaufen? Muss ja kein Zick mehr haben. Du kannst es dir bringen lassen, das Essen fertig. Du kannst es auch aus dem Gefrierschrank haben. In meiner Putezig, ja, wird gerne Gefrierschrank. Das ist erst in der späteren Zig gekommen. Ja, also ist schon eine große Erleichterung für die Hausfrau. Das war ja wirklich, das war... Ja, und für der Husmann aber auch. Ja, sicher, das ist ja, wie der daheim geblieben ist. Der hat den ganzen Tag Arbeit. Hücke ist das was weiß ich, in 2 Stunden, kann das erledigt sein, da hörst du ein fertiges Gericht, für welche Dinge jedes kein fertiges Gericht. Das war überhaupt nicht, ja, wird nicht eins, also mir ist keins bekannt. Und die Nudeln, die brauchst du nur zu kochen. Ne? Weil die schlimm gefunden haben früher, es gab keine Spülmaschine. Also das ist eine von den ganz großen Wohltaten, die jetzt in der Zig, wo ich gelebt habe, dass die Spülmaschine erfunden wurde. Ja, da können wir auch noch wieder gehen. Da kommen wir dann auch auf die große Wäsche. Ich weiß, alle 4 Wochen, wir waren in einem Mädchenhaus und da war meine Mama alle 4 Wochen oder meine Familie alle 4 Wochen mit der Wäsche dran. Das ging über 3 Tage. Und dann wusste ich, ja, die Mama mäht einen Eintopf in einem ganz großen Pott. Da geht es jetzt 3 Tage hintereinander, entweder Linsensuppe oder Ätzesuppe oder so jetzt. Warum? Am ersten Tag, da wurde dann die Wäsche ins Ende gewäscht. Dann wurde sie gekocht. Und wer das Glück hatte und hat einen Wäschküche, wir hatten im Haus, hätten wir uns mit 3 Familien dran teilen, ein Wäschküche. Da ging das noch. Aber wo man kein Wäschküche hat, da hätten wir Mom dann, oder wenn sie zwischendurch jetzt Wäsche wollt, dann kommen sie ja nicht in die Wäschküche. Dann ja, wird so eine 30 Liter, so eine regelrechte Pott, so eine Kessel. Da kam die Wäsche rein, wurde auf der Herd gestellt und da wird ja die Ringe für eine große Pott wurden alle Ringe rausgenommen und je kleiner der Pott wurde, das waren so Ringe, dass immer das offene Feuer an der Pott kam. Und dann kam das in den Büt, wo das wo geschrubbt wurde. Die einzig, da musste die Wäsche dann Robben runter schrubben, dass der Dreck rausging. War das eigentlich vorher alles voll dreckig, ja, wie hübsch war das der Wolle, ja? Ja, du warst ja noch klein, vielleicht hast du ein bisschen mehr dreckig gemacht, wann du gespielt hast. Ja, das kann ja auch mühlich sein. Also Wäschbrett war das, ne? Ja, das Wäschbrett, richtig. Das hält man hübsch noch für die Bodygebildeten, ne? Wenn die so einen Buch haben, der so, ja, ich jetzt sage, in Wellen ist, dann ist das ein Wäschbrett. Das muss irgendwie jetzt besonders sein. Ich finde das nicht so besonders schön, aber jedem Jäckchen Kap.
wie man in Köln sagt. Aber das ist halt wieder ein extra Thema. Ich meine auch. Kap. Aber dann macht doch uns wieder dann gehen. Dann hast der ganze heiße Pot mit dem Wasser rausgetragen und dann drust du das Wasser abgeschaut, oder wie ging das? Ja, ne, da drust du ja sicher am Klo, wurde dann abgeschaut. Das kochende Wasser? Bitte? Das kochende Wasser am Klo? Ja, und? Das ist am Klo egal, ob das heiß oder kalt ist, was darin geht. Ja, so stimmt das auch. Das ist nicht schlimm, ist ja wieder nichts Besonderes. Und dann in der Jade? Oder wo wird das abgehangen? Ja, das ist wieder jetzt anders. Das ist, wenn die weiße Wäsche, wenn die so eine Gilb hat, dann kommen die draußen, wer draußen ein Wiss hat, in Mehrfamilienhäusern, ja, wird ja dann eine große Jade zum Bleichen. Da wird die Wäsche dann ausgebreitet und dann mit der Gießkanne bejossen und dann kommen die Zünsche und so wird die Wäsche gebleicht, dass sie wieder schön weiß wird. Und das war, dann muss sie wohl noch uns kurz durchgewaschen werden mit der Wies, da war ja vielleicht irgendetwas von Äd dran. Und wenn die noch falsch war, dann wurde sie abgehangen. Dann mit der Klammer wurde sie abgehangen und dann, je nachdem, wenn es gebügelt werden muss, im feuchten Zustand abgehangen und dass man bügeln konnte. Mit dem Bügeln, das war halt wieder ein Problem mit ja für keine elektrische Bügeliser. Die wurden nur für heiß gemacht, da hat sie mindestens 2 oder 3 Bügeliser. Und damit der Mann immer ein heiß Bügeliser zum Bügeln hat. Wenn das kalt war, wurde das, was am Herd stand und heiß war, genommen und gebügelt. Und so hat man dann sich geholfen. Auch das ist viel leichter wie vorher. Mit dem Dampfbügeliser. Ja. Das ja wird in meiner Butezig auch noch nicht. Das muss vielleicht in den 70er Jahren gekommen sein. Kann ja sein. Ja, aber das ist ja unwahrscheinlich. Was alle gefunden wurde, ist, dass vorher ging das in Schritt schon. Heute geht das nicht nur in Schritten, sondern in Sprüngen. Wenn ich nur an so Handy denke, was das all kann. Ich weiß ja nicht, wie man in so einem kleinen Ding so viel aufrufen kann. Ja, aber das hat jetzt wirklich mit der Hausarbeit nicht so ganz viel zu tun. Nee, eigentlich ja nichts. Doch, das kann auch jetzt mit der Hausarbeit. Da kannst du im Handy so ja die Rezepte aufrufen und dann noch kochen. Das ist nicht für das Mess. Das glaube ich nicht. Aber es ja auf eine Wäschmaschine dann irgendwann. Ja, und dann gehört natürlich zu der Wäschmaschine die Druschmaschine dabei. Ein Wäschetrockner, ne? Und da hast du noch so eine Erleichterung, da brauchst du nichts abzuhängen. Und je nachdem, was du hast, die Frottee-Sachen, die sind dann so schön weich, wenn die von der Druschmaschine rauskommen. Hast du auch wieder jetzt gespart. Es ist schade, dass es keine Finsterputzmaschine gibt, ne? Da ist keine Erleichterung gekommen in all die Jahren. Da muss man noch so machen. Aber für die Äd, da hat sich auch ganz viel geändert. Ja, das kann man so sagen. Da wurde geschraubt, der Abnehmer und ja, und wenn das Holz, das war ja meistens Holzboden, und damit dann nicht so ausgedrückt war, wo dann, nachdem es drüsch war, kam Bohnerwachs drauf. Und wenn der Bohnerwachs dann ein bisschen, dann wurde mit einer schweren Bösch, wurde der Bohnerwachs dann verrieben und bis dass der Boden blenken geht. Da wird dann vorher auch dann in den Geschäften vor sich frisch gebohnert. Jeder Typ hat, glaube ich, auch wieder, ne? Ja, jetzt ist es ja wieder ganz in, dass man so der Boden aus Holz hat. Man weiß ja, dass es leichter ist, so jetzt sauber zu halten wie eine Teppichboden, wenn da so Milben und so eine Kram drin ist. Und der Miet sind ja kein Teppichboden mehr. Das war ja ein bestimmter Zick, wo das in war. Da hätte man nur mit dem Stübsauger arbeiten. Aber dann ja wird auch irgendwann ob der beste Teppichböden so Straße und dann muss man dürre Teppiche hinlegen. Da hätte man all nicht mehr hin. Die hat ja auch Glück, die haben so alle jeder drauf. Und das Teppichkloppe, das geht jetzt auch nicht mehr.
Dadurch, dass es keine Teppichboden mehr gibt. Ja, also weil er auf sich halten, der hat mindestens einen Orientteppich. Und dann wird wie viele Knüttel waren da am Quadratzentimeter. Und da wird ja noch keine Staubsauger, da waren im Jade dann, so allgemein Jade, Teppichstange, da wurde dann gekloppt. Ja, der Teppichkloppe, das war auch nicht traditionell Frauenlückskram. Also früher war ja traditionell, der Mann geht arbeiten, die Frau blieb zu Hus. Wenn man dann gefragt hat, arbeitest du? Nein, und sie hat im Haushalt ganz viel gearbeitet. Er wird eben so abgeteilt. Aber ich schläft mit dem Teppichkloppe, da kommen auch manchmal die Kerls dran. Oder eben auch nicht, manchmal auch die größere Pens. Oder vielleicht so ja auch die Frau, wenn sie würdig war, da konnte sie da auch ein paar Aggressionen lassen. Jedenfalls wurde das all erst kontrolliert. Also man sagt ja, wenn das gemacht wird, ich sehe nicht, ob einer am Stübsauger ist, aber auf der Teppich geklopft wird oder nicht und wie oft, das kann man ja alles sehen. Ja, da fällt mir in, wenn du in so einer Siedlung wohnst wie mir, hat auch jede Familie einen Balkon. Und je nachdem, dass sie die Wäsche dann auch am Balkon abhängen. Und da war eine Familie, da haben wir uns immer amüsiert. Was war mit der? Die hat immer dieselbe Wäsche auf der Balkon gehangen. Dass die Leute meinen, dass sie große Wäsche gehabt. Ne? Was der Quatsch sollte, haben wir nie verstanden. Ich verstand das jetzt nicht, wie dieselbe Wäsche hat. Ja, dass die immer wieder dasselbe Hemd abgehangen hat, was einfach für den Zweck besonders, was weiß ich, was gebügelt war oder Also lassen wir das weg. Für den Nachbarn zu zeigen, dass man ein ordentlicher Mensch war. Ja, die soziale die sauber so war. Das war viel, viel größer. Meine ich auch, wenn ich die Fenster nicht geputzt habe, das kann mich jetzt stören oder nicht. Aber das ist nicht so ein großes Thema wie damals. Das war echt wichtig, ob der so gefähig ist und sonst wird. Ja. Das stimmt. Ja, aber und darauf hast du das Hüg noch, ne? Ja, und in der Wohnung, das war natürlich auch wichtig, wenn Besuch kam. Wenn ich bei meiner Groß war, da kriegte ich so einen Fransenbüsch. Die haben extra für den Teppich fransen und die moten dann alle in Reihe und Glied liegen für den Besuch. Ja. Aber mir doch höchst egal, ob da jetzt die Fransen in der Reihe sind oder nicht. Aber das war ganz wichtig. Ja, okay. Sind die Schwerpunkte doch vielleicht ein bisschen anders. Ja. Jedenfalls noch uns von der Marmelade. Ich finde das immer ganz toll. Was du eben hier sagtest, man kann so viel davon kaufen. Aber wenn man die selbst macht, erstens kann man sie für Christtag alt abheben und verschenken, wenn man ein kleines Geschenk mitbringen möchte. Aber ich finde es auch schön, dass das eine doch wirklich mit allen Menschen verbinden. Alle müssen sie irgendwie das Essen machen und wenn man dann so rühren date und das dampft dann und dann geht das Welle da drin, das ist einfach schön. Das ist so jetzt archaisches. Das ist ein schön Kölschwort, ne? Archaisch. Ja, es hört sich komisch an, aber ich weiß, was du meinst. Ja, und also mich meldet jedenfalls immer ganz froh, wenn ich mir so vorstelle, wir haben der ganze Kram und machen das quasi als Hobby. Wir müssen das nicht machen und das ist ja auch schön Gefühl, ne? Wenn man sich das einfach so gönnt und ausprobieren kann. So Erbele Marmelade mit Prosecco, was meine Tante neulich geschenkt hat oder so Sachen, so jetzt ganz extravagantes Himbeere mit Mango oder so, ja, das ist doch einfach toll. Ja. Dann sollte man doch langsam an das Kaffee trinken kommen. Aber früher machen wir noch aufgepasst, jetzt wird kalkuliert. Ja, Lev Lügscher, jetzt haben wir davon erzählt, das sieht jetzt so aus, wie wenn früher ganz viel Arbeit gewesen wäre und heute ja nichts. Das stimmt natürlich nicht. Früher war es ganz viel und war manchmal wirklich eine Biesterei, was man all tun muss. Das ist heute nicht mehr der Fall. Aber es ist immer noch viel Arbeit und wer viel Pens hat oder Lückpflege hat, der hat natürlich ganz, ganz viel Arbeit und die wollte man damit nicht kaputt machen. Jetzt haben wir ein Schrittchen wieder zu unserem Sprachkurs. Fangen wir an mit den Ausdrücken, die man brauchen in der Küche. Was eine Pot ist, das kann man hören, auch was eine Kochpot ist. Ja, ein Kochtopf. Dann brauchen wir noch die Panne. Die Pfanne, da wird dann Gebräuch, Gebäck und so.
Das Brötchen ist auch ein Vokabel, die man brauchen Ah kann. ja, es wird gebraten. Nee, je Brötchen ist noch jetzt anders. Da sieht man so richtig, wie das so Rob und Raff geht in der Panne. Ne? Ja, zum Teil auch brutzelt, ne? Ja, genau. Und vor Brötchen ist dann, wann es schwarz geworden ist. Oh ja, dann ist es Verbrötsch. Ja, sag ich doch. Dann jeder den Gump. Das ist eine Schüssel. Da sieht man auch ein Schottel für. Auch als Schenkname kenne ich es, ne? Aber das ist jetzt nicht vorbei. Wie als Schenkname. Ja, für auch Lorenz da, die Aalschottel. Das ist dann, ja, man hört es halt, ne? Mal wieder die Weiblichkeit, die dann runtergemacht wird. Da machen wir nicht. Aber wieder. das können wir lassen wir ausklammern. aus. Also dann jeder das Metz, wo der Metzger ja auch herkommt, und ein Jaffel und Ja. die Löffel, wie auf Hochdeutsch. Ja, Jaffel, da brauchen wir jetzt nicht drauf entziehen, das haben auch die Brauer, ne? Das ist halt wieder, das hatte man aber schon verklärt, die Gabel. Ja, auch wenn man es auf Hochdeutsch sagt, muss man es entsprechend betonen, Gabel. Ja, ist gut. Jetzt haben wir uns wieder mit der Sache für zu putzen. Da jeder das erste Eimer, also der Eimer. Ja, der Eimer, ja. Okay. Dann jedes ein Stübtuch, also ein Staubtuch. Ja, Und ein Bösch, eine Die- Bürste, natürlich auch ein Bohnerbösch. ja, Und jetzt Fieses, wo ich immer fies für gewesen bin, auch als Kind, das ist der Spülsplagge. ja. Der Spüllappen. Dann jedes der Bessem, der Ja. Besen und der Abnehmer und der Schrubber. Abnehmer und der Schrubber. Der Aufnehmer, ja, Schrubber ist Schrubber, ne? Ja, ich meine auch. Dann hatte man evans als die Wäschmaschine und die Drüschmaschine. Ich weiß ja nicht, ob das richtig Kölsch ist, aber wir sagen es so, ne? Ja, das ist Kölsch, aber das ist eine Erfindung der Neuzeit. Genau wie die Drückmaschine ja auch eine Neuzeiterfindung ist. Und dann die Wäsche, die wird abgehangen, ob der Ling auf die Leine gehangen. Ja, Dann das Inkaufen, da haben wir evans noch ja nicht so lange von gesprochen, aber das ist ja auch jetzt, was für die Hausarbeit wichtig ist. Da braucht man erstens eine Kaufung oder Kram nach Haus tragen, wenn man nicht mit dem Auto abfällt oder sich springen lädt. ja. Oder ein Korfchen, wenn es nur ganz wenig ist. Oder Ein Körbchen. man hätte so jetzt, was ich ja auch nicht weiß, wie das auch ob Hochdeutsch heißt, das ist der Hackenporsche. Ja, ein Einkaufstisch auf Bretter. Das ist aber erst theoretisch, das sieht man doch nicht, ne? Nö, Oder sieht man das? ne, das sieht man, aber ist natürlich kein Kölsch, würde eigentlich ja nicht hören. Also der Hausfrau und Aber um Karosse. das alles zu kaufen, braucht man vor allen Dingen den Nüssele. Oder der Penunze. Oder Zaster, ne, Zaster ist auch wieder kein Kölsch. Der Penunze, der Penninge sieht man heute noch, obwohl es Cent gibt und kein Penninge, ne? Es geht jedenfalls das best Schingscher und insgesamt ist es das Geld, was man braucht. Tetrete! So, dann hoffen wir, dass euch das jetzt inspiriert hat, erstens die Wohnung sauber zu machen und euch dann auch drauf, nee, erst die Marmelade zu kochen, da können ja auch da und da kann es ja ein bisschen spreizen, jedes wieder Flecke, also erst die Marmelade und dann noch das sauber machen und dann wünschen wir euch schöne Herbsttage und dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Tschö.